So, guten Mittag zu diesem Pressebriefing vom Montag. Ich gebe aufhängen mit einem Update von unseren Zahlen rund um Corona-Krise, wo wir oder das aufgrund von den Zahlen, die dann gestern um 5:30 publiziert sind, so wie wir das ja all Tag machen, liegen wir bei 1988 Infektionen heute zu Lützeburg. Das sind also 30 Fälle mehr wie den Tag für drun. Und wir sind auch bei 22 Stirbfällen angekommen. Das heißt, wir haben 2 weitere Fälle, die wir leider dabei müssen rechnen. Auch eine von meiner Seite Beileid für Familien. Wir sind insgesamt bei 202 Hospitalisationen, davon 31 Leute auf der Intensivstation und auch 80 Leute, die entretemps schon konnten heimgehen aus dem Spital. Tester sind wir bei einem Total von 16.199. Das sind da 308 mehr wie den Tag für drun. Und da sind wir ein bisschen schon parallel zum letzten Weekend. Die Weekend gehen effektiv Männer Tester gemacht, wie das an der Woche der Fall ist normalerweise. Ich wollte darauf angehen, was das Objekt von der Pressekonferenz für heute ist. Der Gesundheitssektor steht für ganz große Herausforderungen mit dieser Krise. Wir sind gemeinsam auch im Sektor zur Konklusion gekommen, dass wir insgesamt eine Reorganisation vom Gesundheitssektor brauchen während dieser Krise. Das nicht ernst möglich. Jeder ist gefordert, sind neue Herausforderungen. Und das geht just, wenn wir uns global ernst aufstellen. Und dafür ist es doch wichtig, das außen zu erklären. Das wird Implikationen sowohl für die Patienten, ich muss klar sein, was das für sie bedeutet während der Krise, wie ist hier Gesundheitsversorgung aufgedeckt während den Wochen, auf denen wir durchgehen. Es hat aber auch ganz viele Implikationen für die Leute, die an diesem Sektor arbeiten. Das ist für die Doktoren und insgesamt das Pflegepersonal, das ist Altberufe, ganze Profession de Santé, sind hier konzerniert. Wir sind uns alle zusammen bewusst, dass das einen ganz großen Impact hat, sowohl auf die Organisation wie auch auf die Gewünschte von den Leuten. Wir haben als klar ein gemeinsames Ziel. Ein gemeinsames Ziel sind wir am Sektor, das heißt, die politische Agenda zwischen Klammern setzen, der Gesundheitstisch, den wir mit ganz viel Energie angefangen haben, die leider ein bisschen auf Eis. Wir schaffen alle zusammen dafür ganz sachlich in der Gestion von dieser Krise. Wir haben noch zusammen ein Ziel, das gucken, wie wir den bestmöglichen Gesundheitsservice aufrechterhalten über die nächsten Wochen. Das Prinzip von der Krise bringt mit sich, dass die Gesundheitsdienstleistungen umgeschichtet sind, anders priorisiert sind. Was heißt das? Das alles aufgedrückt wird, was nicht unbedingt lo muss sein, was kann ausgesät gehen, ob später, das soll ausgesät gehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr lebt. Wir haben auf den Covid-Patienten natürlich als ein normales Gesundheitssystem, die lebt. Wir haben Leute, die dringend Behandlungen brauchen, Urgenzen, Fälle, die müssen behandelt gehen. Das lebt alles weiter. Das wird ausgesät, als das was eigentlich kann werden, was nicht urgent muss behandelt gehen. Für das zu assurieren, also sowohl an den Spitälern organisiert gehen, wie auch an der Medizin primär. Das ist eine andere Gewichtung, die fordert von uns, also Reorganisation, sie fordert auch ein ganz starkes Zusammenspiel von allen Akteuren im Terrain. Ohne das wird es nicht gehen, kann es nicht gehen. Und fordert Flexibilität, sowohl am Niveau vom Patienten, den für Verständnis muss aufbringen, dass es nicht ist wie an normalen Zeiten, aber eben anders. Dafür aber nicht man schlecht, nicht man gut. Mit das ernst. Und fordert doch ganz viel Flexibilität am Niveau von den implizierten Leuten. Und auch da schon von meiner Seite ganz große Merci für die Leute, die schon am Ansatz sind, die diese volontär gemeldet für neue Strukturen. Das ist eine neue Situation. Und wir sind ganz dankbar, dass das bis auf weitere so gut konnte funktionieren. Der Regierungsrat hat letzte Woche dezidiert, Freude, dass wir für das Sachen zu steipen über die nächsten Wochen eine Zentralgestion brauchen. Und dann muss man das Zentralgestion müssen an engem Zusammenspiel mit den Akteuren vom Terrain machen. Wir haben dafür auch eine Koordinationsstelle angesetzt, wo wir auch eine Person aus der Doktorschaft werden an uns haben, für die ganze Sache zu steipen. Wir sind uns bewusst, dass wir mehr wie je alle als Doktoren, alle als Leute am Pflegesektor brauchen. Wir brauchen sie alle Guten. Und ich kann euch auch heute vergewissern, dass wir keinen am Rehwerte stehen lassen durch das Krise. Dafür sind eine ganze Reihe Mesuren geholt. Vielleicht noch einmal zur Organisation. Was bedeutet für den Patienten, was finden wir hier im Terrain?
De Prinzip von der Telekonsultation, das ist das Prinzip, den Lo primiert. Während in normalen Zeiten echt bei seinen Doktor an Praxis geht, also Lo den umgedrehten Prinzip. Der normale Weg soll den Weg über den Telefon, über Telekonsultation sein zu seinem Doktor, gegebenenfalls zu einem Doktor, den de Gardas, den Orlo kann erreichen, das für util orientiert zu gehen. Das ist eine Filterfunktion, die man da will man evitieren, dass Leute sich zu viel bewegen, zu viel rundherum an der Praxis gehen. Sie sollen das über Telefon à Distanz machen und davon einem professionellen no gelauscht gehen und orientiert gehen, dahin, wo es für ihren Fall Sinn macht. Das kann einerseits sein an den Centre de Soins Avancés. Das sind die 4 neue Zentren, die operationell sind seit der letzten Woche am Norden zu Ettelbruck, an der Luxexpo, an der Rockhal zu Esch und noch zu Grevenmacher. Das kann aber auch sein, wenn es eine Urgence ist, direkt an der Spital. Und kann auch sein, wenn es wirklich muss sein, aber das soll wirklich die Exception bleiben, ob eine Visite an einer Praxis. Und kann auch sein, natürlich etwas wird verstärkt an den Ersatz wird kommen während dieser Zeit eine Visite à domicile beim Patienten daheim. Für das Prestationen können zu leisten, funktionieren wir mit einem System von Lindegarden. Das ist eine Reihe Lüchten, die abgestaltet sind, das ist eine ganz komplexe Organisation für getrennte Lindegarden zu haben, en Funktion von da, wo die professionell werden an den Ersatz kommen. Wir haben so zum Beispiel eine Lindegard, die wird wirklich reserviert bleiben für Leute, die wirklich Telekonsultationen entgegenholen und noch Visite à domicile machen, für Patienten, die a priori keine Covid-Patienten sind. Dann haben wir eine separate Lindegard, also separat Reserven und Personal, die an den Ersatz kommen, rund um uns Centre de Soins Avancés, an die auch gegebenenfalls können Visite à domicile an dem Kontext machen. Dann noch eine andere separate Drittlin, die wir wirklich auch separat gerieren, für die Doktoren, die Gard assurieren rund um die Strukturen, die ganz besonders am Fokus werden sind über die nächsten Wochen. Das sind als Alters- und Pflegeheimer. Auch da muss ein Gard medikal assuriert gehen, den ganzen Tag über 7 Stunden, 7 Tage auf 7, 24 Stunden auf 24. Remmenkehr mit einem Personal, das reserviert bleibt für das Lindegard. Daneben haben wir auch in der Reserve für als Spezialisten, weil schon nicht viel Druck gesagt, denn all der an der Medizin bleibt nicht stehen. Auch während der Krise werden die Leute müssen dringend über Spezialisten zurückgreifen. Dafür muss auch das organisiert sein. Das heißt, wir werden auch Lindegarden an denen jeweilige Spezialitäten aufstellen, für das die Leute können aktiviert gehen en cas de besoin. Das heißt, das ist ein komplexes System, den zentral wird geriert gehen, den wir assurieren. Und bedeutet für den Patienten, dass er vielleicht nicht immer mit seinem gewinnten Doktor wird zu dienen. Und das ist der Preis von dieser Krise. Wir werden sicherstellen, dass die Linien assuriert sind, dass sie accessibel sind. Aber es wird nicht immer möglich, sie wirklich den Doktor zu haben, mit dem die Leute gewinnt sind zu schaffen. Das ist nicht ernst möglich. Selbe das doch mal ein Zentrum, ich hatte vergessen, bei der Lindegarde lief selbstverständlich auch ein System de Garde für die Medizin-Dentisten, den hat man bei der letzten Pressekonferenz schon mehr im Detail präsentiert gehabt. Schon nicht viel drin gesagt, wir lassen noch an dieser Krise kein am Rhein stehen. Wir sind uns bewusst, dass die Aktivitäten umgelagert sind. Aber wenn die Aktivitäten umlagert, dann bedeutet das natürlich, dass die Leute mehr an den Ersatz kommen, in Funktion von der Spezialität, die sie haben, wie andere. Dafür hat die Regierung dezidiert, erstens mal eine Möglichkeit zu schaffen für das ganze Pflegepersonal, das heißt für Doktoren, für Zahndoktoren, für die Veterinären, aber auch für sämtliche Berufe, sämtliche Pflegeberufe, also wie sie vom Gesetz festgesetzt sind, 20 verschiedene Berufe, inklusive auch die Psychotherapeuten, für ihnen die Möglichkeit zu gehen, für die Durchführung von dieser Krise auf den Kontrakt vom Staat zurückzugreifen. Das ist eine neue Mesure, die so noch nicht gibt hier im Land, die aber ganz wichtig ist, weil wir brauchen die Leute. Und das ist uns ganz wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, auch mobilisiert zu gehen von uns, dass ein Kontrakt, den wir alignieren, ob das beim Staat gängig ist, also bei einer volontären Basis, wo die Leute können darüber zurückgreifen. Das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit durch die Krise. Mit gibt es für allem Sicherheit, dass wir die Leute auch wirklich à Disposition haben, an so einem Moment venu können ersetzen, über die Weg von Liste Reserven, die wir auch laufen haben. Wir haben noch zusätzlich zusammen
Romain Schneider von der Sécurité Sociale aus ein Reglement Grand Ducal mat op de Weg gin fir eng Tarifikation, die an der Krise soll spielen. Das a Bezug op die Lindegarden, die ich fir drohen ugeschwert hun, dat ein ganz einer Erderweis fir zu funktionieren, wie dat am Alter der Fall als du sind unterschiedlich Leute op Lindegarden, die muss permanent am Ersatz sinn, dat wär kompliziert op der normaler Nomenklatur zu funktionieren, so dass man do auch eng Proposition gemerk hun fir während der Krise vereinfachte Mechanismus en Platz zu hun am Sinn vu verrengem, den op die funktioniert op der Base der funktionäre Wert op der Base vun engem Tarif horär unik. Ganz einfach zu dekontieren, an den auch verrengem eng Prävisibilität gëtt durch das System ohne allzu viel Komplexität administrativ fir Käes mat sich zu bringen. Dat wird wie gesagt den Tarifsinn den ganz normal iwwer Nomenklatur wird verankert gin. An sommer da eben in dene Leiit, die vor allem den Leuten, die op den Lindegarden NRW sinn eng Garantie an eng Prävisibilität gët op ihrem Revenu ohne dodurch eng onneidesche Komplikationen Niveau von den Aufrechnungen mat sich zu bringen. De Contrat a durée déterminé, von dem ich geschwert hun, wie gesagt, als ob für sämtliche Berufe, für sämtliche Profession de santé, da sind sie, wenn ich ein Kind durchgehen, das sind die Soignants, das sind Assistants Senioren, Assistant technique médical, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en pédiatrie, den infirmier psychiatrique, de masseur, sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un assistant social, diététicienne, ergothérapeuten, infirmier gradué, de laborantin, masseur kinésithérapeute, de orthophoniste, de orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, an orten Psychotherapeut. Voilà, all das Leute werden ab dieser Woche können zurückgreifen auf das Mesure. Die fand an einem Kommuniqué, den rausgeht, weiter Detailer dazu, wie das praktisch für sich geht. Wie gesagt, das nicht obligatorisch ist, das nicht eine Requisition, das ist eine Möglichkeit, die wir anbieten, für durch das Krise zu kommen. Weil das Organisation angeht, sind ich ganz froh, auch Herr nominiert wurde, weiterzugehen und den Dr. Alain Schmidt, den Präsident von der RMMD, den kann am Detail darauf eingehen, was die Posten vom Koordinateur national für den Sektor Medikal Matze springt, weil hier proposiert ging von der RMMD auch noch an dem Sinn akzeptiert ging von mir. Das ihm aber weitergehen. Wollte ich noch etwas ernst angehen, weil ich heute wollte mitteilen, nämlich eine Ordonnanz, die geholt ist vom Direktor von der Santé in Richtung vom Pflegesektor, von den Altersheimen. Das ist wichtig, darüber aufmerksam zu machen. Wir waren bislang in einem Kontext, wo wir Rekommendationen gegeben haben für die Verhaltensregeln an diesem Sektor. Wir haben das aber verstärkt von Seiten der Santé aus über eine Ordonnanz, die eine Reihe Sache klarstellt, dass aber verboten für die Leute, die an diesen Heimen arbeiten, ob der zu gehen, wenn sie Symptome haben. Das ist natürlich eine Rekommandation, das ist eine Interdiktion, die mit dieser Rekommandation gemerkt gehen ist. Das ist auch eine Verpflichtung für die Leute, die dort arbeiten, wenn sie Symptome haben, die auf Verdacht auf Covid mitzuspringen, dass sie sich müssen testen lassen. Und dann auch ganz wichtig, sie haben die Obligation, wenn sie positiv getestet sind, das ihrem Employer mitzuteilen. Der anderen Seite, dass den Employer obligiert, ein Listing zu feiern von den Leuten, die an den Häusern sind, die positiv getestet sind, also auch obligiert, das Listing der Santé mitzuteilen. Es geht darum, dass wir wirklich einen genauen Überblick haben an diese ganz sensiblen Strukturen, wo vulnerable Leute sind, und dass wir dadurch können richtig und korrekt auswerten, an die nötigen Präkautionen holen, wenn wir etwas Verdächtiges gesehen wird, sich zuspitzen. Da sind noch andere Obligationen dran, was Tenue de Travail angeht. Das ist eine Verpflichtung, dass die Leute eine Tenue de Travail haben, die ob der Arbeit angedogt, die ausgewechselt wird und noch an einer Hygieneregel generell. Voilà, da gebe ich auch noch gerne aufschließend darauf hinweisen, dass wir bislang ganz gut alle guten zusammen geschafft haben, dass ich auch ganz zuversichtlich sind, dass wir an einer volontären Zusammenarbeit die Krise gemeinsam mit allen Akteuren werden
stoen. Nichtsdestotrotz gebe ich gerne rappelieren an noch einen Appell machen und Personal und Doktorschaft an noch ein Personal am Pflegesektor sieht wann schlief disponibel. Es gibt auch das nicht ausgeschlossen, dass requisitioniert gibt. Wir schaffen an einer ersten Phase mit einem Recensement von Volontären zielen noch drauf, dass das durchgeht für das Krisenstab, mir das nicht ausgeschlossen, das auch übergesetzt dem Gesundheitsminister erlaubt. Wir können noch über eine verpflichtende Requisition führen, wenn das muss sein, sodass es gut ist am Interesse von Jitverengem, was Jitverein zu diesen Zeiten einfach hier am Land disponibel an der Bereitschaft hält. Ich gebe auch noch gerne ein paar rappelieren, die generellen Verhaltensregeln respektiert, das ist ein Appell zur Disziplin, das ist immens wichtig, dass man nicht loslassen. Observiert Distanz, halt dich da drunter. Geht nicht mehr raus, wenn es nicht ernst geht. Alles von der Welt dann zu gehen. Stell dich nicht froh, ob das genau in den Text hält oder nicht. Stell dich für und allem froh, muss es wirklich sein. Kannst du das nicht sein lassen, ist das wirklich so wichtig. Das ist extrem wichtig, dass wir alle Guten zusammen an einem Strang ziehen, und wirklich die Disziplin konsequent beibehalten, bis der Moment kommt, für sie abzulesen. Da gebe ich auch noch wirklich aufschließen, dann gebe ich wirklich vor den Dr. Alain Schmidt weitergehen. Ein ganz große Merci so für all die Volontären, die bei uns mitmachen, auch für all die Kollegen aus der Verwaltung, die bei uns am Haus rumfahren tun. Ich kann es nicht mit dazu so, aber das ist wirklich remarkabel. Ganz große Merci und die von der ersten Stunde und hier Hilfe freiwillig oder spontan offeriert tun. Ohne sie wäre das heute gar nicht möglich. Große Merci also dafür und dann geben wir zu einem späteren Moment dann froh ins Recht kommen. Guten Morgen. Eng Sachen, die da von mir her der Minister auch schon gesagt, mir wenn du Redite sind, dann ist das just, dass man gemeinsam Vue von einer komplexer Problematik an, dass man dem selbst Strang zieht. Die Organisation von Doktoren und Zahndoktoren am Kader von dieser Pandemie, die muss angepasst gehen, für bestmöglichst auf Besoin von den Patienten zu reagieren. Das war Wunsch von der Doktorschaft selber und auch von der Ministerin klar unterstützt. Gemeinsam haben wir darunter geschafft. Von Anfang an war es bewusst, dass das Sanitärkrise, die sogenannte Normalmedizin, vom Virus an den Eck gedrückt wird. Das soziale Konfinement bedeutet auch, dass Normalmedizin konfiniert wird, an was man so halt brauchen als echter eng Krisemedizin. Erstens auf präventivem Plan, Social Distancing, konsequent Hygiene, an eng bestmögliche Protektion durch Schutzkleider, Masken spielen hier eine zentrale Rolle. Prävention von Covid ist genauso wichtig wie Behandlung von Covid-Patienten. Zweitens bleibt aber dann die Urgenzen an auch Normalmedizin an hier könnte zu einer ziemlich solider Reorganisation von der weiß, wie wir gewinnt sind, Medizin zu machen. Revue passieren kann ich sagen, dass man die Centre de Soins Avancés schnell an Leben gerufen haben, an die funktionieren. Die Urgenzen von der Medizin dentaire goufen auch ganz rapid umgesetzt an just für Rappel über die Nummer 8002 sind die Praxen, die die Soins organisieren, zesibel. Kliniken und Doktorspraxen, aber auch Altersheimer müssen so abgestaltet gehen, dass infizierte Patienten meist nicht mit den infizierten oder mit den gesunden Patienten vermischt gehen. Das ist natürlich essentiell. Und muss ich noch wissen, dass Covid-Patienten besonders intensiv Pflege Behandlung brauchen und das bedarf dann also mehr Soignants und noch mehr Doktoren, die sich um sie kümmern. Und trotzdem müssen all die anderen Patienten weiterhin noch gut behandelt gehen von ihren Hausdoktorspezialisten an Zahndoktoren. Für das neue Organisation von der Doktorschaft an der schwerer Krise so effizient wie möglich und so flexibel wie nötig zu machen, haben wir dafür zusammen mit der Gesundheitsminister letzte Woche unengem Konzept geschafft. Wir sind eins, dass eine nationale Koordination von der Doktorschaft, wie der Minister schon just gesagt hat, absolut notwendig ist, für alle Personen sehr zu erkennen, und Doktoren, sie wird direkt vom Terrain oder wenn nötig eben aus der Reserve Nationale können da anzusetzen, wo sie gebraucht gehen.
Doktoren, die dadurch aus ihrem normalen Arbeitsbereich herausgeholt gehen, für die Pandemie zu bekämpfen, können das auf Basis von einer neuer, unpassungsfähiger Organisation machen, an dem ganz besonders ihrer spezieller Verantwortung Rechnung gedrohen wird. Besonders Kliniken, aber auch Altersheimer, können sich intern ernst organisieren und in anderem an Zusammenarbeit mit dem nationalen Koordinator auch zusätzlich doktorische Kapazitäten aufrufen. Alle Instrumente für das auf die Beine zu stellen, sind an einem gemeinsamen Modell vorgesehen. Der Koordinator untersteht direkt der Gesundheitsminister und wird an der Cellule de Crise zum Gesundheitsminister eng mit den Koordinatoren von den Spitälern, den Soins primären, der Maison de Soins zusammenarbeiten. Wir sind als Doktorschaft überzeugt, dass das neue Arbeitsweise an eng Kooperation mit dem Gesundheitsminister als an dieser Krisensituation alle Möglichkeiten bietet, als Patienten so gut wie möglich zu versorgen und so heil wie möglich aus der Krise herauszuführen. Noch ein ganz wichtiger Message zum Schluss. Leute, die ein Gesundheitsproblem haben, denen aber nicht mit dem Virus zusammenhängt und sich nicht gut spüren, sollen sich unbedingt bei ihrem Doktor oder an der Urgenz melden, entweder über Telefon oder eben vernünftig dann an direktem Kontakt über Urgenz oder die Centre de Soins avancés. Es gibt keinen Grund, aus Angst vor dem Virus nicht bei den Doktor zu gehen. Vorsichtsmaßnahmen sind en place gesetzt und es darf nicht sein, dass Patienten eine wichtige Konsultation aus Angst nicht machen und dadurch einen anderen Gesundheitsschutz davon drohen. Als Doktorschaft überholen wir natürlich Verantwortung. Dafür sind wir edukiert und formiert und organisieren und strukturieren uns bestmöglicher Art und Weise als Patienten. Mit kaltem Kopf, mit ruhiger Hand, aber mit warmem Herz. Ist so nicht, merci. Voilà. Da wir uns den Frauen, die hier herkommen sind, ich höre sie chronologisch durch. Die erste Frage kommt von Paper Jam. Die hat zwar schon zum Teil darauf geantwortet, Madame Lehner, aber sie haken auf ein nur, an dem sie fragen, comptez-vous prendre des mesures en faveur des professionnels de santé indépendants, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc., tenus de rester ouverts, mais dont l'activité a chuté depuis les mesures de restriction des déplacements. An anderen Druck und dann hat froh, wer sind mit den Kabineten, die müssen Zung machen, aus Sicherheitsgründen, Kinder, die independent, Kinder, die unterstützt, aber wie gehen sie unterstützt? Ja, ich gebe das noch einmal präzisieren, dass eine Diskussion, die wir an der Regierung gefeiert haben, wie wir diesen Independenten an dem Werte greifen. Und aufgrund von dem Konstat, dass man das Leute Werte brauchen, dann auch wirklich, ob sie wollen und müssen können zählen während der Krise, haben wir die Option geholt, sämtlichen Mädchen, die eben an der Gesetzgebung von den Professionen de Santé fallen, plus der Ergotherapeuten, die Möglichkeit zu gehen, an einen Contrat durée déterminé beim Staat rüber zu klammen. Das ist dann eine Doppelmesure, wenn das so wollt. Einerseits ist das eine Antwort, ob denen Leute wirtschaftlich Probleme, an denen sie müssen am Tag gucken an diesen Zeiten, wenn sie an einem Sektor aktiv sind, den Lo eben durch die Krise zurückgeschraubt gehen. Andererseits gibt es auch eine Sicherheit, dass wir auf die Leute können zählen und so wirklich an den Ersatz bringen, wo sie gebraucht gehen im Terrain. Können eine zweite Frage nach vom Paper Jam. Combien de soignants frontaliers bénéficient de nuitées à l'hôtel au Luxembourg? Et combien de personnes cela représente-t-il en tout avec leur famille? Schon ich meine, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war 330. Mit manchmal etwas an die 20 nach Familienmembern dabei. Eine Frage von Passaparola, du könnt vorgestellt, est-ce que c'est possible de se proposer spontanément pour faire le test de sang afin de détecter les personnes immunes?
Nee, dat is so net méiglech wie gesagt, dat toten as een Projekt den ich annoncéiert tun, wo joch méi wie wahrscheinlich de Mëttwoch oder den Donnerchten ze summe am Direktor vun der Santé werden eng Pressekonferenz dozo ginn. Dat ass een Projekt den op engem Echantillonnage fährt fausten, wo man enger wissenschaftlicher Basis festlee wéi die en Echantillon vu Leiit, die do afrokommen ze Summe stalt gëtt eng volontär Phase ass net auszuschließen mit so enger echter Phase immer weg schon enger Testphase, wo man uns wirklich die wissenschaftliche Vorgabe vun dem Test werden halen, eben aufgrund vun engem Echantillon vun der Bevölkerung. Eng Frau vun Contacto, die Frau selon les derniers chiffres disponibles, est-il possible de dire quel est le taux de létalité du Covid-19 au Luxembourg? Hängt davon af, ob der berechnen wollt op Populationun oder ob die infizeiert, das am Anfang eng normal Regeln de trois, da mis mat der Zuel, mat der Bevölkerungszuel, mat senger räsche Maschinen können Apps berechnen. D'accord. Die nächste Frage kommt von Reporter. Was ist das Profil von den hospitalisierten Patienten? Wie viel hatten eine Vorerkrankung? Den Detail hunn lo net genau abgespleckt, können wir aber auf eng nächste Pressekonferenz machen. An der Regel sind es eher Patienten, die auch schon einer Pathologien nach präsentiert tun. Ich kann aber nicht lo mit Garantie sagen, ob bei den 22 nicht den einen oder der anderen dabei war, den keine Vorgeschichte hat. Du hängt doch dann eng Frau an und run an dem selbechten Mail steht laut Experten also wichtig Kontakttracing von den Infizierten zu machen, für eine Exit-Strategie auszuschaffen. Möchte das Minister das nach Avario, wie geht das umgesetzt? Also den Tracing ist typisch für die erste Phase vom Virus, aus der sind wir halt zu Lützeburg raus. Aber selbstverständlich gucken wir par rapport zu den positiven Patienten nach Well, wen rundherum hin immer da Kontakt waren. Da gibt es auch Rekommendationen für sich dann dementsprechend zu isolieren. Das ist schon ganz klar. Der richtigen individuellen Tracing, wie an der ersten Phase gemeldet gehen, das geht nicht mehr gemeldet. Sie generelle Rekommendationen und Bevölkerung, die auch dem Moment die Leute ausgehändigt gehen, was sie positiv getestet gehen, was das bedeutet für sie, für das Umfeld. Die nächste Frage kommt von RTL. Wie viele von den Todesfällen waren Anwohner aus Altersheimen? Für was gehen die infizierten Anwohner nicht aus den Altersheimen rausgeholt? Das sind am Anfang schon 12 Fragen. Wir haben, am Moment hatten wir, die delen sich op 11 Décès à l'hôpital, 10 Décès an Altersdorfpflegeheimer an 1 à domicile. Für was gehen die nicht raus? Wir sind als klar, da sind klare Konsignen en place an den Strukturen, die sind sich darüber ausgerichtet, für auch mit infizierten Patienten umzugehen. Denn das ist etwas, nicht schon zu Covid-Zeiten gibt, auch zu anderen Zeiten gibt es Situationen, wo an Altersheimer Patienten infiziert sind. Die Leute sind darüber geschult und ausgebildet und das nach umso mehr an dieser Krisenzeit, wo ganz klare Instruktionen disponibel sind und noch Schulungen d'ailleurs an den Alterspflegeheimen, wie mit so einer Situation umzugehen hat, für eben bemannte Strukturen Isolement zu machen. Die nächste Frage dann noch von RTL. Was das Stand haut, was die Rekommendationen von der Regierung, was Masken angeht? Was ist der Stand von den Rekommendationen von der Regierung von heute? Die Rekommendationen sind nicht ernst wie die letzte Woche. Wir sind auch immer auf dem Stadion, wo man nicht genügend Masken haben, für die ganze Bevölkerung aufzudecken, sodass eine gezielte Rekommandation ist, für alle Leute am Gesundheits- und Pflegesektor, die am Kontakt sind mit vulnerablen Leuten, die Leute, die selber Symptome haben, so eine Maske drohen, für die anderen zu schützen. Weil da wo dann direkt im Kontakt ist, wo verstärkte Kontakt mit Patienten ist, die vulnerabel sind, du hast die Maske ganz streng rekommandiert. Wir sind nicht auf dem Punkt, wo man versuchen, generell soll das tun. Ein nächstes Frage kommt vom Journal. Göllen die verschärfte Regeln für den Pflegesektor auch für die Pflege daheim? Ja. Die nächste Frage auch vom Journal. Sind die Leute, die das machen, equipiert mit dem nötigen Protektions- und Hygienematerial? Davon muss ich ausgehen, wenn ich gesehen habe, was alles rausgegangen, also Material müsste der Fall sein, falls nicht sollte der Fall sein, sollen
die Institutionen sich natürlich dringend und als wende mit das sich am Laufe der letzten Woche massiv an die dort Richtung Material rausgegangen. Die nächste Frage ist 100,7. Wenn kommen die neuen Tester für die Herdenimmunität zu recensieren an wie werden das Tester verlaufen? Voraussichtlich kann ich mehr Informationen mit der Woche gehen, wie gesagt, dementsprechend wird eine Pressekonferenz sein, das wird Mittwoch oder Donnerstag sein, wie es im Moment ist. Ich kenne eng froh und den Herr und Dr. Alain Schmidt eisen Informationen nur funktioniert die neue Plattform für Telekonsultationen nach nicht optimal. Wenn den Doktor ein bessere Retard hat, kämen zum Beispiel nicht und der Patient, verschiedene Doktoren fühlen sich auch schlecht informiert. Wie ist den Feedback, den bislo von den Doktoren, den dir bislo von den Doktor kriegt? Plattform, die ganz rapid an Platz gesetzt gehen, ist natürlich sind auch Krankheiten mit verbunden und so gesehen ist das normal, dass das nicht ab Anhieb reibungslos lief. Das auch nicht, ich meine, der will nicht vergessen, dass das nicht eine Solution ist, die 100% alle Patienten kann zufriedenstellen. Das ist so. Ich meine, das ist eine Offer, die lebt interessant ist, die muss weiter ausgebaut gehen und weiter perfektioniert gehen. Die nächste Frage kommt vom Le Quotidien. Wie groß ist nach die Gefahr, dass es zu einer Requisition vom Gesundheitspersonal durch die französische Autoritäten kommt? Wie sieht es mit Deutschland und der Belgien aus? Ich kann die Gefahr nicht wirklich abschätzen. Ich kann just sagen, dass es zu Ohr kommt, dass auch an den Ländern Präparativen dafür laufen, weil du sicher eine normale Sache als wenn die Situation an unseren europäischen Ländern guckt. Ich denke vor allem in Frankreich, weil da ist ganz nur ist, da gesagt, dass der Gesundheitssektor dafür eine enorme Herausforderung steht. Und dass sich darauf präpariert, Personal zu requisitionieren, also an diesen Krisenzeiten ist eine normale Sache. Dann könnt eng Zweetfro vum Le Quotidien bleiwen all d'Urgence vun all de Spidele op oder ginne do Restriktionen beispielsweise am CHL. All Spidolezing huet den Urgenzservice lafen. Ich weiß nicht, ob Detail schmiest ehrlich und mich nur froh, ob du differenziert. Gött menges Wissens nicht. Die Spitäler haben sich generell reorganisiert für die Zeit von der Krise, für sich so aufzustellen, dass sie eben einerseits bereit sind, für den Auflösen Covid-Patienten abzuholen, und andererseits aber auch so aufgestellt sind für ein normales Service. Und dazu gehören selbstverständlich die Urgenzen so zu assurieren, dass sie den Besoin von der Bevölkerung gerecht gehen. Eng Frau von RTL 5 Minutes. Quelle recommandation pour les frontaliers confinés à l'étranger mais suivis au Luxembourg? Ich weiß nicht richtig, worüber die Frau soll raus. Ich sehe noch keine anderen Rekommendationen für Sie, wie viele Leute hier am Konfinement sind. Voilà, dann haben wir noch eine Frage, die kommt vom Radio 100,7. Wie lange gehen die CDD für Gesundheitsprofessionelle beim Staat? Die gibt man voraussichtlich für 2 Monate machen, die wäre prorogeabel, aber sind immer ganz flexibel. Also das ist am Anfang gedauert, dass das die ganze Zeit von der Krise wie auch immer so ein Ziel soll kouvrieren. Das ist die Grundidee davon. Ja. Eine Frau vom Letzbauer Wort, die sagt, kriegen noch Doktoren in so ein CDD. Wenn Sie das wollen, können Sie das gerne auch kriegen, ja. Dann haben wir eine Frage vom Tageblatt. Stehen die notwendigen Möglichkeiten bezüglich der Schutzmaßnahmen und steriler Arbeitskleidung in Altersheimen und Pflegeheimen zur Verfügung? Ich meine, die hätte ich schon beantwortet. Ich gebe da doch Menges Wissens, ja. Also, das gebe ich immer so, und das hätte ich schon vom Terrain nicht so geklappt. Mit Mengen Informationen noch müssten die dort Strukturen equipiert gewesen. Hier kommt eine Frage vom Paper Jam nach concernant la nouvelle organisation des soins. Combien de médecins assurent ces gardes téléphoniques? Kann ich am Detail nicht so. Und ich weiß, dass du intensiv darauf geschafft wird, mit Estimationen eben aufgrund von den Erfahrungswerten von der Woche für Drohnen und so weiter. Das sind Linien, die so ausgerechnet sind, für das eben den ganzen Tag über das aufgedeckt ist. Detail kann ich aber noch nicht sagen.
da könnt nach eng Lastfroheit vom Michael vom Pader vom Radio 10,7. Madame Lehn hat dir so de Logist an Alters a Pflegehemer wären 10 Leiit gestürwen. Sind die Pflegehemer ekipéiert fir d Patienten zu intubéieren an intensiv zu pflegen oder ginn déi Moosnamen do net go net ageleet? Timer sinn op fall ekipéiert huet Leiit ze betreien. Ich ginn davon aus, dats van Urgence sinn, dat se an Spidol riwer geholl gin, méi du kann Dr. Schmidt mech flecht beléieren, dat du geht an de medizinschen Detailer ran. Da sinn du so direkt net doheem. Das war sie kein richtig Spideler, ich meine, da muss ich sich bewusst sehen. Wir müssen gucken, dass man eine gute Versorgung an der Maison de Soins aufrechterhalten, wie das es meistens nicht zu einem Transfer an Spidol könnt. Und das ist eine Priorität dafür, also auch ein Teil von dem Konzept, wenn wir ausgeschafft haben, dass das eine verstärkte Präsenz von den Hausdoktoren noch an der Maison de Soins können assurieren, für dem gerecht zu gehen. Das würde ich merci. Merci.